Mein geliebtes Kind, ich möchte, dass du verstehst, dass alles gut wird. Vertraue mir. Ich sehe die Lasten deines Herzens und ermutige dich, sie mir anzuvertrauen. Dein Vertrauen in mich ist deine Stärke. Du hast deine Hand in meine gelegt, so lass mich dich sanft zu grünen Weiden führen. Ich sehne mich danach, die tiefsten Wünsche deiner Seele mit göttlicher Liebe und sanfter Führung zu erfüllen. Fürchte dich nicht vor den Herausforderungen, die vor dir liegen. Du wirst stark sein, und ich werde dich niemals verlassen. Ich weiß, dass du dich manchmal schwach gefühlt hast, und deshalb spreche ich direkt zu deinem Herzen. Mein geliebtes Kind, ich bin an deiner Seite. Anstatt dich in Verwirrung und Verzweiflung zu verlieren, nimm dir einen Moment Zeit, um in meiner Gegenwart zur Ruhe zu kommen. Sorge dich nicht um die Ungewissheiten der Zukunft oder die Lasten der Welt. Konzentriere dich auf das Wesentliche, deine Familie, dein geistliches Leben und die Stärkung deiner Seele durch mein Wort. Bete, tue Gutes und sei barmherzig gegenüber denen, die dir Unrecht getan haben. Selbst wenn sie dich erneut schlecht behandeln, zeige ihnen, dass deine Liebe tief ist. So wie ich mein Leben für meine Kinder geopfert habe, musst auch du bereit sein, dafür zu kämpfen, dass deine Familie mich erkennt. Suche nach dem Segen und der Freiheit, die ich dir anbiete, selbst wenn die Welt von Unruhen und Kriegsgerüchten erschüttert wird. Hört niemals auf zu beten. Schreibt die Namen eurer Lieben in euer Gebetsbuch und teilt mir eure Hoffnungen für sie mit. Ich kenne ihr Leben und ihre Gedanken, aber ich möchte, dass ihr euren Glauben stärkt und lernt, für das zu beten, was wirklich zählt. Während andere von dem, was sie sehen, erschüttert sein mögen, braucht ihr und eure Familie euch nicht zu fürchten. Ich werde euch niemals verlassen noch im Stich lassen. Bereite dich vor. Während andere von Angst überwältigt werden, wirst du große Wunder erleben. Vertraue meinem Wort, für mich ist nichts unmöglich. Ich liebe dich von ganzem Herzen und fühle mich geehrt, deine Liebe erwidert zu bekommen. Vertraue mir und lass dich von mir durch diese schwere Zeit führen. Lass dir durch Drohungen und Probleme nicht deinen Frieden und dein Vertrauen rauben. Ich habe Mitgefühl mit dir in deinem Leid. Dein aufrichtiges Herz berührt mich tief. Wie ich dir bereits sagte, möchte ich dich segnen, so nimm meinen Segen an und bewahre ihn in Ehren. Selbst in deinen traurigen Momenten denke daran, dass ich dich in meinen Händen halte und dich mit meinem heiligen Mantel bedecke. Ich liebe dich von ganzem Herzen, du bist mein Kind. Ich segne dich, weil ich es will, und ich werde meine Versprechen halten. Ich war immer bei dir und habe dich nie verlassen, selbst in stürmischen Zeiten. Meine Pläne sind größer als deine, und meine Gedanken sind ewig und führen dich zu Frieden und dauerhaftem Wohlstand. Das Leben mag dich vor Herausforderungen stellen, doch wenn du ihnen mit Glauben und Hoffnung begegnest, wird sich dein Leben wandeln. Suche mich am Morgen, den ganzen Tag über und vor dem Schlafengehen. Beuge deine Knie vor mir, denn ich schätze deinen aufrichtigen Blick. Du magst es jetzt noch nicht sehen, aber der Himmel freut sich, wenn du deine Lippen zum Lobpreis öffnest. Wenn du um Schutz für deine Familie bittest, wisse, dass ich dich höre. Ich versichere dir noch einmal, selbst wenn dich die ganze Welt im Stich ließe, würde ich dich niemals verlassen. Diejenigen, die behaupten, dich zu lieben, mögen dich enttäuschen. Ich liebe dich mehr als sie. Ich lüge nicht, ich werde dich niemals im Stich lassen. Deine Familie, deine Zukunft und deine Gesundheit liegen sicher in meinen Händen. Schätze diese Segnungen und riskiere nicht, sie zu verlieren. Wenn du in kleinen Dingen treu bist und das, was ich dir gebe, wertschätzt, verspreche ich dir, dass dein Segen sich mehren wird. Ich werde dir noch kostbarere, ewige Gaben schenken. Du liebst mich und bist gesegnet. Dein unerschütterlicher Glaube leitet dich auf dem rechten Weg. Dein Weg war voller Schwierigkeiten, doch du hast entschlossen deinen Kurs beibehalten. Du hast dich vom göttlichen Wind tragen lassen, und ich bin hier, um dich auf übernatürliche Weise zu segnen. Diese Worte, die du hörst, schenken dir Leben. Sie zeigen meine Liebe und reichen dir die Hand, damit du in jedem Kampf siegst. Ich segne dich mit Weisheit, mehre dein Verständnis und schenke dir große Geduld. Ich verwandle jeden Aspekt deines Lebens und umhülle dich vollständig.
Du wirst nicht länger in die Irre gehen oder der Sünde verfallen, du wirst den Versuchungen widerstehen, die dich einst gefangen hielten. Ich gebe dir die Kraft, dich von schädlichen Gewohnheiten zu befreien und dich stattdessen auf Güte, Buße, Reinheit und Gerechtigkeit zu konzentrieren. Du wirst nicht länger der Versuchung erliegen, verleumderische Gedanken zu sehen, hören, auszusprechen, zu lesen oder weiterzugeben, die dein Herz schwächen und deinen Geist verunreinigen. Du wirst über deine Wandlung und die Segnungen, die du erfahren werdest, staunen. Die Menschen um dich herum werden dich respektieren und dir deine vergangenen Fehler verzeihen. Ich überschütte deine Seele mit Gnade, und von diesem Tag an werden sich neue Türen öffnen, die deiner Familie Versorgen und Wohlstand bringen. Ich ebne dir einen neuen Weg, frei von den Ängsten deiner Vergangenheit. Du wirst ein friedliches Leben führen, erfüllt von Ruhe und Frieden, ohne Albträume. Mein Blut hat euch befreit, niemand kann euch mit Lügen oder Zauberei schaden. Ihr seid rein an Geist, Seele, Lippen, Verstand und Herz. Dies ist der Lohn für alle, die mein Wort verkünden und aufrichtig bereuen. Sie nehmen meine Vergebung an, hören zu und kommen täglich zu mir, um meinen Segen zu empfangen. Ich liebe dich. Du wirst durchhalten und deine Familie ist in meinen Händen. Ich habe das letzte Wort. Deine Aufgabe ist, trotz aller Prüfungen, die du durchgemacht hast, weiterzugehen. Trage deinen Kopf hoch und bewahre deine Würde. Beuge dich nicht vor den Feinden, die dich demütigen wollen. Vor dir liegen unzählige Herausforderungen, doch glaube an meine Kraft und schreite standhaft durch die unruhigen Wellen des Konflikts. Du wirst nicht untergehen oder ertrinken, meine Hand wird stets bereit sein, dich zu retten. Selbst wenn Zweifel dich überkommen, halte dich fest an mich. Du kannst auf meine Unterstützung zählen. Komm vertrauensvoll zu mir, denn ich werde dich nicht abweisen. Ich werde dich aus deinen Nöten befreien und dir zum Sieg verhelfen, selbst in stürmischen Zeiten. Ich liebe dich und erfülle dich mit Mut und Entschlossenheit. Du brauchst nichts zu fürchten, du hast meine Gnade und Gunst. Dein Triumph ist Teil meines Plans. Marschiere voran wie ein siegerischer Krieger. Du bist nicht schwach, du bist stark. Du bist nicht allein. Ich bin bei dir und stelle dich als Vorbild für deine Familie und Freunde dar. Sie werden sehen, dass es möglich ist, Kämpfe, Nöte und Krankheiten zu überwinden und die Gewissheit zu erlangen, selbst grausame Feinde zu besiegen. Bereite dich für Freude vor. Deine Wieben werden bald erkennen, welch ein Segen du für sie bist. Ich habe dir meine Gnade geschenkt und dich zum Anführer einer Generation berufen. Durch dich werde ich große Wunder vollbringen und viele werden es bezeugen. Doch lass dich nicht von Stolz und Eitelkeit leiten, bewahre dein Herz, indem du dich meinem Wort unterwirfst. Behandle andere mit Liebe und Demut, denn ich möchte meine Liebe durch dich in die Welt tragen. Die Zeit für meinen Plan in deinem Leben ist gekommen. Ich liebe dich und du wirst gedeihen. Ich habe deine Zukunft lange vor deiner Geburt geschrieben. Ich halte wunderbare Gaben in meinen Händen, die darauf zu entfalten. Die Wünsche deines Herzens und deine Gebete für deine Lieben sind in meinem Buch verzeichnet. Ich vergesse nicht, alles hat seine Zeit. Ich möchte dich segnen, dir Türen öffnen und deine Weisheit, deinen Glauben, deine Demut und deine Geduld mehren. Du bist mein Kind, gepflanzt in fruchtbarem Boden, wo du wachsen kannst und Frucht bringen kannst. Der Weg zum Segen liegt in deinen Händen, mein heiliges und machtvolles Wort. Lerne daraus mit Glauben und Leidenschaft und bewahre es tief in deinem Herzen. Wenn deine Vergangenheit von Misserfolgen und Enttäuschungen geprägt ist, sprich mir nach. Meine Vergangenheit liegt hinter mir. Von nun an werden mein Leben, meine Familie und meine Zukunft gesegnet sein. Sprich diese Worte voller Überzeugung. Bekenne voller Zuversicht, dass deine Vergangenheit hinter dir liegt und dein Leben von nun an gesegnet ist. Zögere nicht, mein Wort weiterzugeben, denn meine Verheißungen bergen ewiges Leben, wunderbare Möglichkeiten und übernatürliche Antworten. Wenn du vor Hindernissen stehst, gebe ich dir ein heiliges Wort und schenke dir Weisheit, um sie zu überwinden. Denk daran, mein liebes Kind, ich bin immer bei dir. Ich liebe dich, leite dich und segne dich. Du bist auf diesem Weg nicht allein. Vertraue mir, denn ich bin dein Gott, dein Vater und dein ständiger Begleiter. Gehe im Glauben und du wirst Wunder erleben. Öffne deine Bibel und lese sie mit Inbrunst, denn meine Gegenwart wird beim Lesen spürbar sein. Ich werde dich führen und helfen dir, mich besser kennenzulernen.
Zweifel an meiner Treue werden verschwinden und destruktive Gedanken werden verblassen. Jedes Mal, wenn du strauchelst, denke daran, dass ich in deinem Herzen wohne. Ich bringe Segen, göttliche Kraft und einen wahren Plan für deine Familie. Die Tage der Furcht sind vorbei, der Vernichter ist aus eurer Mitte entfernt. Ergebt euch mir ohne Zögern. Vertraut mir, und ich werde euch großes Glück bringen. Ich habe dieses Versprechen vor eurer Geburt gegeben und so eure Sicherheit und Erlösung gewährt. Du wirst eine übernatürliche Offenbarung meiner unermesslichen Liebe zu dir erleben. Bessere Tage nahen, bereite dich also auf den Segen vor. Fülle deine Träume nicht mit Klagen, sondern mit Hoffnung. Lass die Niederlage nicht in deinem Herzen Wurzeln schlagen. Lege die Urteile der Dunkelheit ab und lass mein majestätisches Licht dein Wesen erleuchten. Die schmerzhaften Momente liegen bald hinter dir. Du hast diesen Wandel vorausgesehen und deine Lösung naht. Deine Befreiung ist nicht mehr weit und das Schweigen des Ausharrens wird sich lohnen. Du wirst für deinen Mut und Opfer belohnt werden. Die Zeit vergeht schnell, deshalb